Guten Morgen miteinander. Wir sind ja in dieser Serie dran, Gottesbilder. Und ich habe für das 2 Texte ausgewählt. Der eine steht im 1. Mose 1,27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und der Psalm 115, ich lese mal einen Teil davon. Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Nasen und riechen nicht, sie haben Hände und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht, und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Aber ist der Herr? Das Erste ist, Gott hat uns geschaffen nach seinem Bild. Das ist irgendwie unfassbar, oder? Er hat sich selber als Vorlage genommen, die er uns gemacht hat. Das ist unglaublich. Die Vorlage von unserem Leben ist Gott. Nach seinem Bild. Und dann lesen wir da im Psalm 115, mir gefällt der einfach. Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Fängt genial an, da im 3. Vers. Er kann machen, was er will. Er ist Gott. Er muss niemand um Erlaubnis fragen. Er muss keine Bewilligung einholen. Er kann machen, was er will. Er ist Gott. Und vielleicht ist es ja, weil wir nach seinem Bild geschaffen sind, denken wir manchmal auch, oh, ich will mal machen, was ich will, oder? So einfach ist es nicht. Aber Gott ist absolut souverän. Er braucht gar niemanden zu fragen. Wenn er etwas machen will, dann macht er es. Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Also wir, die nach seinem Bild geschaffen sind, machen irgendwelche Götzen, wir machen die selber. Oder? Da ist Gott, er hat uns geschaffen nach seinem Bild und wir machen irgendwelche so nichtige Holzklötze, steht an einem Ort. Oder? Wir schneiden es ab und das Vorige verbrennen wir dann im Feuer. Und am Schluss nageln wir das Bild noch irgendwo fest, oder? Dass es nicht umgeht. Und nachher werfen wir uns vor dem nieder. Das ist absolut stupid. He? Sie haben Mäuler und reden nicht. Das ist der Unterschied. Gott redet. Und weil er redet, können wir auch reden. Sie haben Augen und sehen nicht. Also die Götzen sind einfach absolut nichts. Vergiss es. Es ist ein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er hat Augen. Jetzt kannst du das mal anschauen, oder? Wenn wir auf einen Berg gehen, das Entis zum Beispiel, und es ist das schönste Wetter, da siehst du relativ viel. He? Da siehst du bis über den Bodensee rein, auf Deutschland raus. Es ist gewaltig, was du siehst von der Schöpfung Gottes. Aber unser Sehen ist absolut beschränkt, wenn du Gott anschaust. Was sieht Gott? Er sieht gleichzeitig dich, er sieht gleichzeitig die Menschen in Indien, er sieht ins Herz von jedem Menschen. Ich weiss nicht, wie viele Menschen es gibt. Das sind schon ein paar Tausend auf dieser Erde. Er sieht jeden Mensch. Er sieht auch jedes Tier und seine Berge und alles. Er sieht sogar noch in dein Herz hinein. Er sieht, was du denkst. Es ist unfassbar, können wir nicht vorstellen. Und er sieht gleichzeitig, was du denkst, was ich denke und was da die anderen auf dieser Kugel denken. Das übersteigt alles, was wir uns irgendwie vorstellen können, oder? Man ist ja heute schon ein bisschen Multitask, oder? Man kann SMS schreiben, mit jemandem reden und gleichzeitig Fernsehen schauen. Ja, das sind so 3, 4 Sachen, bringen wir schon auf die Reihe. Vergleichst du das mit Gott? Unfassbar. He? Er ist Gott. Er sieht.
Und weil er sieht, sehen wir auch. Im Verhältnis ein bisschen. Aber wir sehen, und da die toten Götzen, oder die Götzen, die sehen nichts, oder? Sie haben Ohren und hören nicht. Weil Gott hört, hören wir auch. Und stell dir vor, wenn ihr da innen alle mal miteinander richtig laut würdet schwätzen miteinander, ich wüsste nachher nicht, was jedes Einzelne geschwätzt hat. Bringe ich nicht auf die Reihe, oder? Ist manchmal schon schwierig, wenn du das 4., 5. am Tisch bist, oder? Dass, wenn alle schwätzen, dass du noch hörst, was jeder gesagt hat, wenn sie durcheinander schwätzen. Und stell dir vor, Gott, er hört alles. Weil er hört, hören wir. Und was er hört gleichzeitig, wie es in deinem Herz ist, er hört, was du gerade schwätzt, er hört auf dieser ganzen Welt, was geschwätzt wird. Stell dir vor, ich müsste nur alle Gebete, die ihr sprecht, irgendwo noch jemand aufnotieren, oder? Das ist unfassbar, was Gott hört. Und darum hören wir auch. Und so geht es ja weiter. He? Sie haben Nasen und riechen nicht. Gott schmeckt sehr gut. Also sonst hätte er nicht all die Düfte geschaffen, oder? Und er hat ja auch den Opfergeruch. Wenn jemand ihm ein Opfer gebracht hat, von Herzen, dann liebt er den Geruch. Sie haben Hände und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht. Kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Das sind Götzen. Und Gott hat uns geschaffen nach seinem Bild. Und da könnte man jetzt stundenlang davor reden. Das ist einfach genial. Ich meine, was hat er nur schon in den Mensch hineingelegt, oder? Wir können das Potenzial, das wir eigentlich in uns hinein haben, das können wir gar nicht freisetzen. Wir haben gar nicht Zeit, oder? In diesen 100 ungefähr plus minus Jahren, die wir haben zum Leben, oder? Also ich habe mal gehört, und ich nehme an, das wird schon so sein, ein ganz durchschnittlich intelligenter Mensch hat die Fähigkeit, zum 15 Sprachen zu lernen, oder? Durchschnittlich intelligent. Ja, die meisten brauchen das nicht, aber wenn du dich würdest ein bisschen dahinter klemmen und so, und das dir das Ziel ist, dann wirst du herbringen, 15 verschiedene Sprachen zu reden, oder? Gut. Ich meine, Gott hat all die Sprachen geschaffen, er redet alle Sprachen, er versteht alle Sprachen, er versteht auch die Herzenssprache, übertrifft alles, aber stell dir vor, wie genial, was wir alles herbringen, oder? Wir schaffen es irgendwie von da, irgend so auf den Mond zu fräsen und so Zeug, irgendwelche verrückte Bauten aufzustellen, das schaffen wir nur, weil Gott uns geschaffen hat nach seinem Bild. Und darum möchte ich einfach einen Punkt rausnehmen. Wir können jetzt da nicht alles anschauen, so im Detail. Gott redet. Und wenn er redet, hat das eine extreme Autorität. Vayomer Elohim. Und Gott sprach, lesen wir 9-mal im 1. Mose 1. Ganz am Anfang der Bibel, 9-mal. Und Gott sprach. Er hat nur geredet. Nur einen Tag, oder? Der 3. Tag, da hat er Gräser gemacht, da hat er die grünen Pflanzen gemacht, da hat er Bäume gemacht. Willst du mal anfangen zu zählen und anfangen eine Statistik zu führen? Ich glaube, es hat noch niemand hergebracht, wie viele Pflanzen dass es gibt auf unserer Kugel, oder? Das ist unglaublich, schon nur Gräser, die einfach grün sind, hätten die alle die gleichen können sein. Gott hat vielfach geschaffen an Gräser, nur Gräser, nicht auch noch Kräuter und so. Das sind sicher um die 7000, wenn nicht noch mehr. Aber eins hätte gelangt, oder? Wäre auch grün gewesen. Die Artenvielfalt, die Gott geschaffen hat, die verschiedenen Bäume und Tiere. Aber einen Tag hat er Pflanzen, das Grüne, Bäume und Gräser und Pflanzen
geschaffen, einen Tag. Indem dass er gesagt hat, es soll werden, oder? Und Gott sprach, es soll das und das und das werden. Das ist geworden. Was für eine extreme Autorität ist in seinem Wort drin. Wenn er etwas sagt, dann passiert es. Und darum denke ich, ist es auch wichtig, dass wir wissen, weil wir nach seinem Bild geschaffen sind, hat auch unser Reden eine extreme Auswirkung. Was wir sagen und was wir nicht sagen. Natürlich, es kommt aus unserem Herz raus. Aber das, was wir sagen, das hören wir ja dann, oder? Was im Herz innen abläuft, wissen wir ja nicht immer. Oder was wir denken, das hat eine extreme Auswirkung. So steht in den Sprüchen, schön schauen, wo. Der Sprüche 18, Vers 20 und 21. Von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein Inneres satt, am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Tod und Leben sind eigentlich in der Hand, heisst es im Hebräischen, in der Hand der Zunge. Was für eine extreme Auswirkung Tod und Leben ist in der Gewalt von unserer Zunge. Römer 10,10 steht, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Wenn wir mit dem Mund bekennen, werden wir gerettet. Da gibt es eine andere Stelle, die Jakobus redet auch davon, oder? Die Zunge, er vergleicht das wie zu einem Ruder an einem riesigen Schiff. Das hat Stürme und Wellen und alles, aber das Schiff wird durch das kleine Ruder geleitet. Und so ist auch die Zunge, sie leitet uns. So, ich noch geschwind das hebräische Wort für die Zunge zeigen. So. Das erste ist ein Lamed. Und das bedeutet eigentlich, das ist ja eine Bildsprache, das bedeutet eigentlich so den Ochsenstachel. Das heisst, das ist das Gerät, wo man den Ochs damit antreibt. Jetzt kannst du dir das vielleicht vorstellen, so wie wenn du so einen Lederriemen, oder? Das gibt auch etwa so die Form, oder? Wenn du so einen Ochs antreibst, den Ochsenstachel, ja? Das ist Schinn, das sind Zähne. Unsere Zähne. Das ist das Waf und das ist das Bild von einem Nagel. Und das Nun ist das Bild von einem Fisch und bedeutet eigentlich Aktivität oder Leben. Und wenn das so aneinander hängt, da der Treiber zwischen den Zähnen nagelt unser Leben fest. Das ist ein bisschen vereinfacht gesagt, aber ist ein Bild, oder? Wir können mit unserem Wort uns festnageln, dass wir nicht mehr vom Fleck kommen. Wir können uns natürlich auch an einem guten Ort festnageln oder festheben. Ein kurzes Beispiel. Vor Jahren sind wir mal auf St. Gallen in eine Wohnung gezügelt. Und Julia hat sich gesagt, wenn wir in einer Wohnung sind, dann will ich niemand mehr ins begleitete Wohnen nehmen. In einem Haus geht das schon, aber in einer Wohnung nicht. Gut. Hat etwas festgenagelt, oder? Hat etwas festgemacht.
Irgendwann im Gottesdienst hat sie realisiert, das war echt nicht so gut gewesen, was ich da gemacht habe. Und hat um Vergebung gebeten, dass sie sich festgelegt hat, dass sie das in einer Wohnung nicht mehr will machen. Ich glaube, es ist keine Woche gegangen. Sie hat das Telefon geschellt und jemand gefragt, ob er zu uns kommen könnte. Das ist ja, kannst du jetzt sagen, das ist ein harmloses Beispiel, aber es gibt Sachen, wo wir mit unseren Worten unser Leben bestimmen, uns festnageln. Ich schaffe es sowieso nie, oder? Mir gelingt nie etwas. Ich bin immer der Löwe. Wir nageln unser Leben fest. Durch unsere Zunge, durch unsere Sachen, die wir bekennen. Und da gibt es nur eine Möglichkeit, dass wir das, was wir festgenagelt haben, zu dem bringen, was sich festnageln lassen hat am Kreuz. Und dann ist unser Leben wieder frei von dem, was unsere Zunge sich festgelegt hat. Jesus ist gestorben. Er hat sich hernageln lassen als Kreuz für unsere Schuld. Auch für unsere Festlegungen, die ungöttlich sind. Für unsere Festlegungen, die wir mit unserer Zunge uns gebunden haben. Wo wir unser Leben festgenagelt haben. Und er möchte, dass wir frei sein können, dass wir seinen Willen tun können. Nicht, dass wir das tun können, was wir wollen. Sondern dass wir seinen Willen tun können, weil er weiss, dann geht es uns am besten. Tod und Leben sind in der Gewalt und Hand der Zunge. Und Gott will, dass wir das Leben wählen. Und das ist nicht einfach, das geht nicht einfach so Tag, oder? Ich vergleiche das wie mit einem Garten. Durch den Sündenfall ist etwas passiert und das sehen wir am besten irgendwie mit einem Stück Land, wie gross du das auch immer vor dich hast, ob ein Balkonkistchen oder irgendwie eine riesige Farm. Mit dem Land ist es so, wenn du einfach nichts machst, da hat es so viel Samen in den Boden hinein, da wächst es einfach. Es wird einfach grün, hast du das auch schon gesehen? Einfach, du lässt den Garten einfach sein oder ins Balkonkistchen oder dort vielleicht noch weniger, weil es eine sterilisierte Erde ist. Aber die normale Erde, die bringt einfach Unkraut führen. Das wächst einfach. Unkraut wächst immer, sagt man. Und so genau so ist es mit unserem Leben auch. Wenn wir einfach so dahin reden, wegen dem Sündenfall, kommt einfach irgendwo das Unkraut raus. Das, was ungöttlich ist. Und darum ist es wichtig, dass wir das ganz bewusst ausreissen, die negativen Sachen, die wir aussprechen, die Autorität haben über uns oder auch über andere Menschen. Wir sind berufen zum Segnen, nicht zum Negativschwätzen. Wir sind berufen zum Segnen. Und wir müssen ganz bewusst das Wort Gottes, die Worte Gottes in unser Leben hineinsagen, ins Leben von anderen Menschen hineinsagen. Das ist das, was Segen gibt. Das ist das, was Kraft gibt. Und unsere Worte haben eine extreme Kraft. Weil wir nach seinem Bild geschaffen sind. Und so ist es wichtig, dass wir wirklich die Sachen, die uns gebunden haben, ausreissen. Dass du parat bist, dass Gott dir zeigt, dort, wo du dich festgelegt hast, dass du dich fest nageln lassen hast, dass du das wieder rufst im Namen Jesus. Und dass du die Worte Gottes über dein Leben und über andere aussprichst. Ja, da geht es dann weiter in dem Psalm 115. Aber Israel hoffe auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild. Das Haus Aaron hoffe auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild.
die ihr den Herrn fürchtet, hoffet auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Das ist seine Absicht. Aber wenn wir uns gegen ihn entscheiden, wenn wir ihm davonlaufen, kann er uns nicht segnen. Aber er will uns segnen. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Er segnet das Haus Israel. Er segnet das Haus Aaron. Er segnet, die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Der Herr segne euch je mehr und mehr, euch und eure Kinder. Ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Die Toten werden dich, Herr, nicht loben, keiner, der hinunterfährt in die Stille. Aber wir loben den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Darum ist es auch so wichtig, dass wir Lobpreis haben in einem Gottesdienst. Weil in der Regel, im Lobpreis, bekennen wir Wahrheiten Gottes. Wir beten ihn an. Wir richten den Blick auf ihn, auf den, der anbetungswürdig ist. Wir bekennen, dass er der ewige Gott ist. Dass er der Schöpfer ist. Wir haben gesungen, Elohim, Gott ist der Schöpfer. Und es ist wichtig, dass wir unser Reden, unser Denken immer wieder ausrichten auf Gott und dass wir unser verkehrtes Denken, unser verkehrtes Reden, unser negatives Reden wirklich ausreissen lassen durch den Geist Gottes und die Wahrheit Gottes in unser Leben hinein proklamieren. Und die Wahrheit Gottes auch über uns, übereinander proklamieren. Jesaja 58 steht, reißt jedes Joch nieder. Durchs Reden legen wir manchmal anderen Menschen ein Joch auf. Und es ist wichtig, dass wir göttlich reden, dass wir von Gott her reden, dass wir uns von ihm her fühlen lassen und auch so reden. Weil unsere Worte haben eine extreme Kraft, weil wir nach seinem Bild geschaffen sind. Amen.